Tariden. Lass reisen. Reisen wir hin. Kann Berlin. Berlin, heilig Beis. Und das muss, wenn man spazieren hinter der Berliner Wand. Berlin ist eine Stadt, was hat in sich als historische Plätze zu basieren. Und wenn ich bin dort gewesen, habe ich basiert in sehr Plätze. Aber das muss ich reden von der Berliner Wand, verwos. Weil uns hat mir jetzt schlussem Jom koide machag. Ich kann sagen doch, Chai wudem liris es atzmik ili hi jutzem mit rein. Ein Mensch darf sich vorstellen, wie Kili ist gewesen in der Twisse. Und wie Kili ist ausgeleist geworden. Ich kann ein bisschen mehr mitfühlen, wie so die Jidom gefühlt, sahen die mit rein, schade Schibbet, und noch dann wir sind nach raus. Man meint aber getracht, als es sei passig, darf ich zu reden von der letzte größte Twisse in der Welt, was wird umgeriefen, der Berliner Wand. Jetzt, lassen wir reden ein bisschen die Historie. Was ist das der Berliner Wand? Es ist breit bekannt, als Berlin ist der Hauptstadt von Deutschland. Und in den Zeiten von der Zeure Kola Jidem Hitler macht schon mal für sich heute gehabt den Plan, überzubauen die ganze Stadt und machen von dem der Hauptstadt von der Welt, der Hauptstadt von der Dritte Reich. Und er hat schon umgehört mit seinen Plänen. Und er hat riesige, grandiose Pläne, wo sie geht dort als Team. Aber bei Maas haben sich alle seine Pläne geendigt mit der Seifenballon, wenn die Alliierte, die Allies, haben angenommen in Berlin, so von der Zweiten Welt bekommen. Das sind so mal gerät bei der letzten Klippe. Gotsch, noch ein Krieg, ist Berlin gewesen a Chur auf die Stutt. Mit dem allem haben sich 4 große Keuches geschlagen auf dem Stutt. Jetzt kennen wir alle die Gemurre, schnell morgens in Betalles, 2 Kapun Atalles, sehr um Killerschrie, sehr um Killerschrie. Du gewesen 4, was haben umgehabt, den Berlin, jeder hat es geschleppt auf seine Seite. Von einer Seite gewesen, die Sowjetunion, Beräuscham Stalin, ihr macht schon mal sicher. Und von der anderen Seite gewesen, die Marewelt, Amerika, England und Frankreich. Also die 3 haben gearbeitet zusammen. Das wird umgeriefen, die Marewelt. Fin noch die Zweite Welt noch bis wenn die Sowjetunion ist zerfallen, ist vorgekommen als ein inoffizieller Krieg zwischen der Marewelt und der Sowjetunion. Sie gehen Kiefers, und sie gehen mehr umgezogen, sie gehen Kiefers, und sie gehen weniger umgezogen. Der inoffizielle Krieg hat man umgeriefen, der Kalte Krieg. In der Kalte Krieg hat sich offiziell geendigt, wenn die Sowjetunion ist zerfallen. Aber jetzt weiß man alle, das hat kein Mensch geendigt. Wenn von der Sowjetunion ist geworden Russland, hat sich der Mohammed weiter Mamschach gewähnt zwischen Russland und Amerika. Versteht sich, sie gewinnt Zeiten, wo es offiziell gewesen still, aber jetzt weiß man alles, der letzte paar Jahre hat sich ein Strick stark zerflackert und bei Iker, wenn es zurück der Mohammed in Ukraine. Jeder Mohammed hat eine Front. Die Front zwischen der Kalten Krieg zwischen Amerika und Russland heutige Zeiten ist wie? Bei Iker in Ukraine. In den Zeiten, damals, noch im Zweiten Weltmohammed, weil sie gewinnt der Kalte Krieg zwischen Amerika, zwischen der Marewelt und der Sowjetunion, ist die Front gewesen der Stadt Berlin. Und lassen wir gemaßbar sein. Der nazische Deutschland ist besiegt geworden und angenehmer geworden durch die Allies alle 4 zusammen. Noch dem Mohammed haben sich die Allies zerteilt mit Deutschland. Halb Deutschland haben die Marewelt bekommen, wo das ist Marew heilig von Deutschland. In der Misere heilig von Deutschland ist gegangen zu der Sowjetunion. Jetzt, die Stadt Berlin ist bei Eizem gewesen in der Misere heilig von Deutschland. In Berlin bei Eizem hat belangt für die Sowjetunion. Noch jois, wie bald Berlin gewesen sei eine symbolische Stadt, hat man beschlossen, als Gotsch Berlin befindet sich in der Misere heilig, was belangt für die Sowjetunion. Mit dem allem hat man es zu teilen zwischen der Sowjetunion und der Marewelt. So halb von dem Miserich Berlin ist geworden ein Heilig von der Sowjetunion. In Marew Berlin gewinnt also wie eine Insel von der Marewelt in Miserich Europa in der Sowjetunion. So in der Sowjetunion gewesen eine Insel, so geheißen Marew Berlin, wo das ist gewesen der Marewelt. In Berlin ist automatisch vorgekommen der Kalte Krieg zwischen den 2 Großmachten, der Marewelt und der Sowjetunion. Teig noch ein Krieg, ist der Matz noch nicht gerne so umgezogen, aber Meile ist gewinn offen zwischen der Marewelt und der Sowjetunion, versteht sich, sie gewinn Grenzen, aber man kann gar nicht kommen. In Water in Berlin, Miserich Berlin und Marew Berlin gewinn offen einer zum Zweiten, es ist noch gewinn ungezeichnet mit verschiedenen Stangen, wie der Grenz ist. Aber Menschen sind gegangen nach hinten zurück. Das hat also ungehalten bis 1948, und damals ist vorgekommen der erste Riss zwischen der Marewelt und der Sowjetunion, und die Sowjetunion hat beschlossen, mehr nicht daran zu lassen, die Marew-Kräften in Marew-Heilig Berlin, automatisch sind die Menschen, die sind gewohnt in Marew Berlin, sich getroffen in der Sowjetunion. Amerika hat probiert zu schicken einen Konvoi von Essen in andere wichtige Sachen kann Berlin, in der Sowjetunion haben sie nicht daran gelassen. Was hat Amerika getan? Amerika gold wasen, als seine Babus, und sie haben sich geschlossen treten, haben sie gemacht eine ganze Operation. Die Operation ist gewesen, als Amerika hat geschickt, bei Mäschig eine Juhezeit, Airplanes von Marew Deutschland zu Marew Berlin, ungefüllt mit Schreure wie Medizinen in Essen, für die 2 Millionen Menschen, die sind gewohnt in Marew Berlin, und so ist sicher gemacht, dass sie bekommen, was sie dürfen. Noch eine Juhezeit, haben die Sowjetmacht gewesen, also hören auf mit der Belagerung gegen
Maarv Berlin, is zurück herangelost, de Maarwelt in Maarv Berlin, bringen und trugen Scheude für seine Menschen. Bemäßig de kimmende gepure Jür sind die Kommunisten geworden mehr und mehr radikal mit seinen Schittes, und so mehr und mehr angezogen, die Menschen, die gewohnt in seine Länder. So haben gesucht, als Kommunismus die beste Sache für die Welt, in der kapitalistische Welt, der Maarwelt, ist eine Skune von Menschheit. Und zu bisslich haben sie mehr angezogen, die Menschen, die gewohnt in seine Stochen. Und dieselbe Sache hat zu passieren in miserig Deutschland auch, in miserig Berlin. So sei das Sache Menschen sind entlaufen von miserig Deutschland und von miserig Berlin zu der Maarw. Der Pushet am Onam hat gekauft die Propaganda von der Sowjetunion und von den Kommunisten, als der Kommunismus die beste Sache. Aber gelehrte Menschen haben verstanden, als Kommunismus ist eine größere Skune. Und sei es gelehrte, studierte Menschen sind entlaufen von miserig Deutschland zu Maarw Deutschland, bemäßig der Juden von 1950, 51 und 52. Man hat von einer Cheshm von Kurev zu 400.000 Menschen. Rauf von den Menschen sind nicht gewähnt von der Pschitayom, sondern gewähnt von den gelehrten und den studierten Menschen. Und das hat sie gebringt, als die Sowjetunion mordig stark Morde zu haben, als die alle gelehrten Menschen gehen weg, und sie bleiben immer noch der Pschitayom, und das geht stehen für die ganze Economy. So sie haben verstanden, als ein müssen verschließende Borde. In May 26, 1952 hat Stalin beschlossen, zu legen eine Grenze zwischen Maarw und miserig Deutschland. Aber Berlin ist noch geblieben offen. In der kommenden Juden ist der Matzev zwischen der Sowjetunion und der Maarwelt geworden mehr und mehr umgezogen. Alle Länder von der Sowjetunion sind geworden von Macht. Man hat nicht rausgelassen keinem. Man hat das umgeriefen der Asien Vorrang. Aber der einzigste Platz, wie sie geblieben offen, ist gewesen Berlin. Es heißt auch Menschen von der Miserig sind entlaufen zu Miserig Berlin. Von Miserig Berlin sind sie rübergegangen, die Grenze zu Maarw Berlin, was sie gehen offen. In der Maarw Berlin gewesen ein Airport, und von dort hat man gekannt entlaufen zu der Maarwelt. Und sie haben verstanden, die Sowjeten, als das Miserig stoppen, sie müssen das aufstellen. In Jahr 1961 haben die Sowjeten beschlossen, am Geit machen eine ernste Operation, zu teilen die Stadt Berlin in zwei mit gura starke Grenzen. Am Menschen sollen nicht kennen entlaufen von Miserig zu Maarw. August 13, 1961 ist vorgekommen der offizielle Jachatz zwischen Maarw und Miserig Berlin. Was haben sich bewiesen bei der Grenze zwischen Maarw und Miserig? 15.000 kommunistische Soldaten und Aktivisten sich genommen herumlegen a Zone zwischen den zwei Chaluken von der Stadt. In Pushet zerteilt die Stadt in zwei. Ganze der Gassen sind geworden zerteilt. Man kennt da dort von einer Gast zum zweiten. In selbe Sache mit Train Stations, wo sind gefunden für Maarw zu Miserig sind geworden ungeteilt inzwischen. Der Anwohner von Berlin sind gehabt geworden in Großschock von beiden Seiten. Menschen sind ping gewesen du, Menschen sind ping gewesen dort, Mischpuche sind geworden zerteilt, Chawaidem sind geworden zerteilt. In nicht nur Train Stations und Gassen sind geworden zerteilt, noch viele Benionen. Wo der Front von dem gewesen in Maarw Berlin, in der Back von dem gewesen in Miserig Berlin, ist auch geworden zerteilt in zwei. So Menschen haben gesicht alle meine Wegen zu entläufen, beschans wenn die Soldaten, die Kommunisten sind gestanden gehalten, ein Schießen auf Weser per Beat zu entläufen. In gewisse Plätze, was mit aufgerissene Zonen mit Sand laufen. Ja gelungen, nicht gelungen. Es gibt gewisse Plätze, dass Menschen am Pusche getanzt von den Fenster. Aran in Maarw. Aber mit jedem Tag, was es dadurch, haben sie alles mehr verstärkt die Zonen. So ein Gebot noch dem a Wand. Und noch dem haben sie gebot eine stärkere Wand. Und noch dem haben sie gebot eine ganze Dead Area. Das meint, so bombardiert ganze Benionen, wo sie gewesen bei der Grenze. Und so flach gemacht die ganze Schädig dort. Gedei, man so können bauen eine breite Grenze, wo so gehabt Sensors, wie es hat geschossen, Kohlen auf Menschen, wo es bei Bizant laufen. Sie gewesen dort Sensors, so ungezählte Lights, wenn ein Mensch gekommen in der Mitte. Also wie ihr seht auf die Videos. Sie gewesen über 1000 hin. Nämlich die ganze Grenze, wo sind gelaufen nach hinten zurück. Und wenn sie haben gehabt, einer mal durchlaufen, haben sie verfallen. Jeder einer gewiss, also einer dreht darauf auf die Grenze. Achas du soll hummes, so heißt die Dead Zone. Und mit dem ist Maarw Berlin geworden der größte Twist in der Welt. Wenn die 2 Millionen Menschen, die haben gewohnt in Maarw Berlin, haben nirgends nicht gekannt gehen. So man kennt rausgehen von Maarw Berlin, weil Maarw Berlin gewinnt in der Sowjetunion. So es ist gewesen, gewisse Checkpoints, die man ja gekannt daraus wurden, aber es ist sehr kompliziert. Man darf uns spezielle Erlaubnissen mit gewissen Passporten, also weiter. Einer von den berühmten Checkpoints ist gewesen, Charlie Checkpoint. Was ich habe besiegt. Und ich kann nicht wahr nach den Pictures bald. Aber wusstet nicht ein Mensch zu entläufen von der Wiese? Alles. So Menschen von der Miserich haben eine ganze Zeit probiert, zu aufkommen mit verschiedenen Tricks und Ideen, wie sie entläufen von Miserich zu Maarw. Rauf von den Menschen hat man gehabt und gehargert. Aber am Miet ist ja gelungen. Ein Heilig kommt probiert mit Luftballonen, mit Tunnels, mit sich durchschwätzen in Cars, sich behalten in Cars, oder mit Ziplining, mit Schiffen, fragt sich, mit allen meinen Tricks, was können wir sagen. A Beats entläufen von der Wiese, von Miserich ran kann Maarw. Gott schmare für beizem gewinnt der Twisse. Aber Menschen haben bei Ende gekannt, wahrscheinlich zu sagen, dass der Twisse von Maarw wie eine der Twisse von Miserich. In den Clips, was wir bringen, du könnt ihr sehen, wie so ist gehalten in ein Verstärker in der Dead Zone zwischen Miserich und Maarw, wenn die Kommunisten haben gehalten in einbauen mehr und mehr sophisticated machinery and ideas, so aufzuhalten Menschen von entläufen.
Schaas, wenn in der Mare sagt, hat man gebaut Stages, an Menschen sollen können Arabic kicken und sich begrüßen mit seinen Mischpuche Mitglieder von der anderen Seite. Die Welt hat gestürmt über dem, was die Sowjeten haben getan. Die Mare-Welt ist gewesen sehr bräugig auf dem Mauer, was man gebaut, und auf der Zerteilung von Mare von Misrach Berlin. In June 26, 1963, hat der amerikanische Präsident Kennedy besiegt Berlin und hat gegeben Madruschen von hunderte tausende Menschen ständig vorn von der Stutzhaus in Berlin. Und gesucht auf Deutsch, ich bin eine Berliner. Meinst du sagen mit dem, ich bin ein Berliner? Also fiel mit der Zeit von den Berliner Anwohner von beiden Seiten. That communism is an evil system, but it permits us to make economic progress. Lass sie nach Berlin kommen. Let them come to Berlin. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Bemäßig die kimmelige Juden hat ein probiert zu tun, wo es man gekannt zu Polen bei der Sowjetunion soll rupnehmen der Wand. Präsidenten und Politikanten sind gekommen bei sich in der Mare Berlin und gegeben Redes und probiert dahin, probiert daher. Der letzte Basich von amerikanischer Präsident, wenn der Wand noch gestanden gewesen, Präsident Reagan, welcher ist gekommen June 12, 1987, und hat gegeben eine Rede, ständig mit den Rücken zum bekannten historischen Brandenburg-Teuer, welcher gewesen im Misrach Berlin, inzwischen der Brandenburg-Teuer im Mare Berlin, gewesen der Wand. Hat sich gestellt mit den Rücken zum Wand und hat geschrien, Mr. Gorbatschow, gewesen der Präsident von der Sowjetunion, Mr. Gorbatschow, tear down this wall, bring up dem Wand. 24 years ago, President John F. Kennedy visited Berlin. And speaking to the people of this city and the world at the City Hall, well, since then, 2 other presidents have come, each in his turn to Berlin. And today, I myself make my second visit to your city. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Bemäßig die kimmelige pure Jür haben sich zu verweisen der erste Simonen an der Sowjetunion halb am zerfallen. Wenn es alles Länder, welche seine gewähnt hinter die Kommunisten, hat man umgegangen zu sehen riesige Protesten, wie Menschen haben protestiert gegen das Regime, tarnendig, als der Financial Matze wenn es geht, die Gesundheit Matze wenn es geht, und so weiter. In Misrach Deutschland hat passiert dieselbe Sache. Sie gekommen zu einem Punkt, dass Misrach Deutschland hat gehalten, fahren, kein bankrupt. In January 1989 hat der Matze gewesen als so ungezeugen, hat sich der Präsident von Misrach Deutschland umgerufen, hat Thomas Fehlt hat erhalten der Wand von noch 100 Jahren. Die Protesten haben sich gehalten in ein Vermehren, wo es hat gesagt dadurch. In der kommunistische Partei gefühlt, wie sie halt mal verlieren Kontrolle. Und diese Beizung gewinnt der Messias. Der Oilem gewinnt gefährlich aufgebrost. In der 9. November 1989 hat sich aufgestellt einer von der größten Knackers in der kommunistischen Partei und gesagt, dass 5 Morgen der 10., wenn alle Tieren sahen offen. Er hat nicht gesagt, wo es. Der Oilem hat verstanden von dem, es hat sich geendigt. Die Grenze zwischen Misrach und Marv ist over. So tausende Menschen haben sich immer los zu den Grenzen und sie haben immer durchzugehen die Grenzen und keine Passporten. In so bekommen aber viel die Polizei, also sollen nicht schießen auf keinen. So der Oilem hat umgehen zu gehen von Misrach zu Marv, von Marv zu Misrach, so zu getehen. In 11:30 bei Nacht, um Menschen umgehen zu bringen, Traktes mit Hammers, mit any Keilung, was sie gehabt, und umgehen zu brechen die Wand. In der 9. November 1989, noch 28 Jahren, hat man endlich eine Ruhe gebringt dem Wand. Einmal die Wand gewinnt herab, die Menschen haben umgehen sich zu drehen von Misrach zu Marv, Freiheit, ist die Regierung von Misrach geworden schwacher und schwacher, bis sie gekommen zu der 3. Oktober 1990, in dem hat sich Deutschland endlich vereinigt als ein größer Land, Misrach mit Marv, ist geworden ein größer demokratischer Land. Das herabbringende Wand, in das Zusammenschmelzen beide Seiten Deutschland, die eine größere Simche für die ganze Welt, Beke für die Marv-Welt, in das hat gebringt symbolisch das Ende von der Kalten Krieg zwischen Amerika und der Sowjetunion. Wenn ich aber sich Berlin, aber ich kenne sie mit meinen eigenen Augen. Wie mir geht noch in Berlin, kann man all sich begegnen mit Simonen und Schreien von der bekannten Wand, das hat zerteilt Berlin für 28 Uhr. Siehst du allein auf der Floor, wie sie zeichnen tun, wie die Grenze gewähnt. Siehst du gewisse Plätze, wo es noch du ganze Stücke von der Wand. Gewisse Plätze, wo es man sieht, aufgerissen der Wand. Gewisse Plätze, wo es man sieht, nur seine Stangen. In gewisse Plätze sieht man plain Simonen von Steinen. Aber so ist ja so, Unterschiedplätze, wo es man geht da dadurch, und man sieht Chalukken von der Wand. Und wenn man stellt sich bei der Wand, tracht man, die Menschen sind gewesen,
28 Jahr in der Twiese, in probiert zu tun, wo sie haben gekannt, rauszugehen. Die Menschen haben angestellt sein Leben, aber rauszugehen von der Twiese. So könnt sich vorstellen, was für eine Simche ist gewesen, wenn endlich der Wand ist gekommen. Und das ist gut nicht, zu der Simche, was in der Seite ist, am gehad mit Zerayim, wenn noch so viele Juden haben sie gekannt, endlich rausgehen von der gefährliche Avdes von Zerayim, der Simche gewinnt eine Sache mehr. So der Eibischte helfen, dann so man solche Sachen bekuren, rauszugehen von der Gules, es steht da der Mofse mit seiner Sache mehr. Gemeint, sei es mit Zerayim, rennen in der Flur ist, dem Heilu, wie ihr meint,